Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert von der Münster-Plattform in Bern. Heute haben wir folgende 3 Beiträge für euch in der Sendung. Die Post kämpft mit einem Päckchenrückgang. Kommt das ESAF 2028 nach Thun. Und die National Winter Games in Meiringen sind eröffnet. Auch im letzten Jahr hat die Post den Rückgang beim Päckchenversand nicht stoppen. Das trotz umfangreicher Investitionen. Das hat sich natürlich auch auf das Geschäftsergebnis ausgewirkt, wie der Konzern an der gestrigen Medienkonferenz hat bekannt gegeben. Wieso dass der CEO Robert Cirillo trotzdem positiv in die Zukunft schaut, weiss Denise Jakob. Herr Cirillo, die Päckchenpost nimmt insgesamt zu, bei der Post nimmt sie ab. Was sind die Gründe dafür? Wir haben weiterhin einen sehr hohen Marktanteil bei der Paketpost, weit über 80%. Und wir sind zufrieden mit dieser Entwicklung. Natürlich würden wir gerne, dass der Markt signifikant wächst, so wie es in den Jahren vorher gemacht hat. Letztes Jahr war es eher ein stabiles Jahr, wo wir dafür gesorgt haben, dass die Qualität wieder stimmt, dass wir sicherlich auch an der Preise gearbeitet haben. Und das hat in einem oder anderen Fall auch dazu geführt, dass der eine oder andere Kunde woanders gegangen ist. Aber insgesamt muss ich sagen, wir sind mit dem Markt gegangen und das ist eine kleine Delle. Wir wissen aber, dass längerfristig die Pakete wachsen werden und deswegen haben wir die Investitionen getätigt, damit wir auch in den nächsten Jahren diesen Wachstum mitnehmen können. Dann geht ihr davon aus, dass ihr den Trend kehren könnt, bereits ab dem nächsten Jahr? Natürlich sind wir nicht dafür verantwortlich, ob der Gesamtmarkt wächst oder nicht. Das hängt von den Online- und vom E-Commerce ab und nicht von der Post. Was wir sicherstellen können durch unsere Investitionen, ist, dass wir diesen Wachstum im Markt mitnehmen können mit der höchsten Qualität und mit einer Infrastruktur, die die Herausforderungen und die Anforderungen unserer Kunden gerecht wird. So weit sind wir und wir wissen, wir können sowohl dieses Jahr wie nächstes Jahr die Bedürfnisse unserer Kunden, und das sind vor allem Geschäftskunden, mehr als 90% unserer Aktivität, können wir sehr gut abdecken. Wir haben die Möglichkeit, auf die Entwicklung des Marktes sehr gut zu reagieren. Einerseits, weil wir innerhalb von unseren eigenen Zentren jetzt in der Lage sind, Umwandlungen zu machen. Zweitens, weil wir mit den Abnahmen der Briefvolumina sogar innerhalb von Briefzentren Paketanlagen installieren können. Das haben wir bewiesen jetzt in Erkingen letzten September. Und weil wir eben diese Reserven haben von Land. Das heißt, die Kombination von diesen 3 Faktoren erlaubt uns mit Zuversicht zu sagen, wir werden in der Lage sein, die notwendige Kapazität zu haben, die im Einklang ist mit der Nachfrage, die sich ergeben wird über die nächsten Jahre. Thun soll im Jahr 2028 mit dem eidgenössischen Schwing- und Älplerfest zum Mittelpunkt der Schweizer Traditionssportart werden. Diverse Abklärungen sind gemacht worden, die Bewerbung ist eingereicht. Jetzt fällt nur noch ein positiver Entscheid vom Eidgenössischen Schwingerverband am Sonntag. Im Vorfeld hat sich mein Kollege, der Manuel Moser, mit dem Ebischer Jakob vom Bernisch-Kantonalen Schwingerverband unterhalten. Ich denke, das Schwingfest ist etwas, ein Anlass, der verbindet, also zumindest sicher das Schwingen, was natürlich für den Schwingfan sehr super ist, ein einmaliger Anlass, aber ich denke gleich das Ganze drumherum. Am Sonntag steht die Entscheidung an, Thun 2028. Mit was für einem Gefühl würdest du dort hergehen? Ja, stand heute sehr entspannt. Ich glaube, mit einer Bewerbung, die gut ist, Thun passt super, mit dem Verkehr, also die Lage ist sehr gut, mit Bahnhof, mit Autobahnanschluss, alles zusammen, mit dem Gelände ist sehr gut. Also wir haben irgendwie nicht einen Kampf, der ansteht, also ich gehe eigentlich recht entspannt an die Abgeordnetenversammlung. Was verbindet dich mit Thun? Ja, mit Thun gibt es so ein bisschen 2 Sachen. Das eine ist sicher noch aus den ganz jungen Jahren, als man so 20 war, da sind wir zu Thun noch ausgegangen. Das war noch das Selve-Areal, wo alles zusammen dort hier ist. Noch das Ausgangsmeile war, dort waren wir viel. Und jetzt natürlich in der jüngsten Zeit, schwingtechnisch gesehen, ist das Kantonale, wo in Stockhorn Arena stattgefunden hat, wo sehr eindrücklich war. Wenn es klappen sollte am Sonntag, was schwebt dir da so für ein Bild vor Augen? Ein sehr schönes Schwingfest natürlich. Also wir haben natürlich auch Kulisse hingeran mit dem Stockhorn und alles zusammen. Das ist sicher super von der Kulisse her schon. Und gleich auch das OK ist recht schwinglastig mit dem Glarner Mette, der OK-Präsident ist, mit dem Affolter Adriano, der Geschäftsführer wird hier von dem OK.
dass wir ein sehr schwingnaches OK haben. Es hat auch garantiert, dass wir ein sehr schwingnaches Schwingfest haben, also wirklich Schwing im Mittelpunkt ist und wir ein sehr schönes Schwingen haben, wie wir Schwingfans das eigentlich wünschen. Dein speziellste ESAF-Erlebnis, wenn du so nachdenkst, was kommt dir da in den Sinn? Ja, persönlich natürlich denke ich nicht das erste von mir selber, aber das ist natürlich schon extrem lang zurück. Das war 1998, das erste Eidgenössische als Aktivschwinger, ist sicher noch ein gleiches bleibendes Erlebnis. Bloß natürlich auf der anderen Seite das jüngste Erlebnis, Schlussgang, die Einnahme von Eschbacher Matthias, wo ich als Präsident natürlich sehr nah dran war, inklusive dem Schlussgang am St. Mauring. Also ist die Emotion natürlich auch sehr gross gewesen. Am Donnerstagabend sind in Meiringen die National Winter Games festlich eröffnet worden. Mit drinnen waren auch der Traufer, Linda Fäh und der Jesse Rich. Die drei haben auf der Bühne ihre eigens komponierte Hymne «All for One» zum Besten gegeben. Vor dem Auftritt hat sie der Max Saladin abgefangen. Ja, ich würde mal sagen, wir sind sicher heute die weniger nervös sind wie der Chor. Also der Chor freut sich extrem und die Freude ist eigentlich genau der Motor von dem ganzen Projekt. Das habe ich von Anfang an immer gesagt. Es ist so schön, wenn man die sieht, wie die Euphorie mitnehmen. Das ist, von dem leben wir heute Abend. Ich finde es mega wichtig. Es gibt so zu viele Grenzen in unserer Gesellschaft, egal in welchem Bereich, immer wieder. Stoßen wir an Orte oder an Situationen, die mit Grenzen beleidigt sind. Und darum finde ich es mega wichtig, dass wir da zeigen, in der Musik und auf der Bühne soll es keine Grenzen geben und alle miteinander und alle füreinander und alle wollen das Gleiche, Spass und Freude haben und das auch am Publikum weitergeben und ja, darum soll das im Vordergrund stehen. Darum habe ich auch sofort zugesagt und gesagt, ja, das machen wir. Ja, es war mega spannend. Wir waren beim Traufer im Hotel, die Aufnahmen machen. Und da sind all die Kids gekommen, mega, wirklich voller Energie. Und die haben noch ein Saxophon mitgebracht. Eine hat noch ein bisschen gejodelt. Und es war wirklich so schön zu sehen, die verborgenen Talente, die sie herum waren. Und ich habe mega Freude, dass wir das eine und das andere einbauen können. Für mich, als die Anfrage kam, ich will Botschaft sein, ich bin seit 4 Jahren Botschafter von diesem Anlass. Und für mich war klar, dass ich das mache. Und als sie nachher gefragt haben, ja, was könnte man noch, habe ich sofort gesagt, komm, wir schreiben einen Song, wo wir zusammen mit den Athleten oder mit einfach Leuten, wo auch die Euphorie in sich tragen, dass wir etwas Cooles und etwas Lustiges und etwas Lüpfiges machen können. Und ja, ich bin extrem stolz. Also es ist wirklich extrem cool und die Zeit, die ich da jetzt aufgewendet habe in den letzten Jahren, die hat sich mehr als gelohnt. Sie sind sehr direkt und ehrlich und das mag ich auch sehr gerne. Und sie sind sehr dankbar. Also die kommen dann meistens zu mir auf die Bühne, singen mit, tanzen mit, es gibt Polonaise, sie gehen auf den Tisch rauf. Aber ich animiere sie natürlich dann auch dazu, weil ich einfach merke, es tut ihnen mega gut und sie geniessen es mega. Und am Schluss wirklich kommen sie und umarmen dich und sind dankbar. Und das ist das Schönste, wenn man so viele Emotionen geben kann mit der Musik, mit dem, was man macht, dann ja, weiss ich am Ende des Tages, warum ich das mache, was ich mache. Ja, ich denke, für sie ist es mega wichtig, dass sie mal auf der Bühne stehen, dass sie auch neben uns Künstlern stehen können und dass sie einfach merken, dass sie etwas Besonderes sind und dass sie das auch können. Und ich glaube, das macht ihnen mega, mega viel Freude. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer auf der Webseite oder im App. Jetzt geht es noch weiter zu den Kollegen von Meteor News und dem Wetter. Ich sage merci fürs Zuschauen und wünsche einen ganz schönen Abend. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön, sind Sie wieder mit dabei. Am heutigen Freitag haben wir ein bisschen von allem etwas dabei gehabt. Zeitweise sind viele dichte Wolken über den Himmel gezogen und es ist auch einmal nass geworden. Es hat aber zwischendurch auch sonnige Abschnitte gegeben. Morgen am Samstag befinden wir uns dann zwischen einem Tief über Skandinavien und einem Hoch über der Iberischen Halbinsel in einer Nordwestströmung. Und die Luftmassen sind dabei auch zuerst noch relativ feucht. Bis zum Abend erreicht das dann aber wieder trockenere Luft. Trocken bleibt die Luft bei uns aber auch nicht lang. Am Sonntag erfasst uns nämlich eine schwache Warmfront.
Morgen wartet uns ein wechselnd bewölkter Tag, wobei es vor allem am Vormittag und im Oberland örtlich mal ein bisschen regnen kommt, mit Schnee ab etwa 1500 bis 1600 Meter. Es gibt zwischendurch aber manchmal auch ein bisschen Sonnenschein. Die Temperaturen liegen am Morgen in Meiringen bei rund 5 Grad, in Biel bei 8 Grad. Im Tagesverlauf trocknet es dann aber immer mehr ab. Bis zum Abend werden die Auflockerungen auch so langsam immer mehr. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 13 bis 14 Grad. Im Flachland bläst dabei mäßiger Südwest- bis Westwind. Auf den Bergen haben wir zuerst noch starken Westwind. Der verliert im Tagesverlauf aber an Kraft. Und am Sonntag kann es im Flachland stellenweise Nebelfelder haben, die sich tagsüber auflösen. Aber auch sonst werden wir kaum die Sonne zu sehen bekommen. Es zieht nämlich viele Wolken über den Himmel. Es kann allenfalls auch einmal noch regnen kommen. Am Montag geht es wahrscheinlich auch meistens bewölkt und zeitweise nass weiter, bevor wir dann am Dienstag, abgesehen von Nebelfeldern, recht sonniges Wetter mit hohen Wolkenfeldern vor uns haben. Und auch am Mittwoch da ist es wahrscheinlich noch mal recht sonnig und auch sehr mild mit rund 16 Grad. Und am Donnerstag sind dann die Wolken nach aktuellem Stand wieder zahlreicher und das Regenrisiko erhöht. Und damit wäre es das von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.